Das Jugendherberg ist letztes Jahr im Frühjahr abgegangen. Weil du ausgesagt, aber das für Möglichkeiten mit sich bringt, haben Rodrigo de Luca und ich hier herausgefunden. Ech wëlzecht mat der Wulzestroos, de Ballwall, den Universitätscampus, de Gelgebierg an Kultkafé wéi de Pitcher huet allgemeng vill ze bidden. D'Escher Jugendherberg huet ass am Kader vun engem Reportage erméiglecht eng Nuecht an ihrem Etablissement ze verbringen. Dei neue Jugendherberg, déi sech direkt nieef der Escher Gar befënnt, huet Kapazitéit fir 122 Leiit an insgesamt 36 Kummeren. Hier lag an de Preis vu 24 € net, suerchte fir dat ëmso méi Leiit de Süden an allgemeng Lützeburg méi einfach entdecke kënnen. Dabei hat man noch d'Méiglechkeet mat 2 Personen zu schwatzen, déi fir d'Lëtzebauer Jugendherberge schaffen. Pourquoi une auberge jeunesse ici à Esch-sur-Alzette? Alors l'auberge de jeunesse, la décision de l'implanter ici à la gare d'Esch-sur-Alzette, c'est parce que tout le sud de Luxembourg faisait défaut et n'avait pas de son auberge. Donc il y en a quand même 8 dans le centre et dans le nord du pays. Et donc en fait, il y avait un réel besoin. Et puis la question se demandait où est-ce qu'on allait la mettre, à Dudelange, à Differdange. Et finalement, c'est Esch qui a remporté la mise. Et moi, pour ma part, je trouve que c'était une bonne idée à la gare. On est bien installé. Voilà. Quel type de clientèle est-ce que vous voyez plus ici? Alors en fait, nous, notre clientèle, elle est vraiment très hétéroclite. On a un peu de tout. Quand arrivent les beaux jours, on a du tourisme jeune ou en famille, souvent. Donc on a quand même aussi la chance d'être des partenaires de l'Uni, qui nous amènent aussi beaucoup de groupes et de groupes d'étudiants et de jeunes. Voilà, on va arriver au beau jour. En mai-juin, on va avoir les classes qui vont arriver, les classes du nord du pays qui viennent en classe pendant 2-3 jours. Quels sont les atouts qui possède votre auberge jeunesse? Alors l'atout principal, c'est d'être vraiment à la gare. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de venir avec sa voiture, de trouver les parkings, des choses comme ça. Les gens maintenant commencent à prendre l'habitude de prendre les transports en commun, les bus ou les trains. Ça, c'est un atout principal. Le deuxième atout, c'est qu'on a un restaurant, un bar qui est ouvert aussi aux gens de l'extérieur, ce qui fait que bon, ça crée quand même une espèce d'animation supplémentaire dans la ville. Donc, et puis, on a aussi tout un étage avec des salles de réunion. Ça, c'est un réel atout parce qu'ici, sur Esch, il y avait un défaut de petites salles de réunion qu'on peut avoir pour les associations, pour faire les conseils d'administration, des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on a un atout de marque avec ces salles de réunion. Quels sont vos projets en vue de Esch 2022? Alors les projets sur Esch 2022, c'est encore un petit peu loin de se projeter 4 ans comme ça en avant. Par contre, on travaille avec la commune d'Esch et Monsieur Vinchon, par exemple, qui a été nommé Monsieur 2022 dans la commune, sur l'organisation de la Nuit de la Culture, par exemple, qui est un peu une répétition et un entraînement pour mettre Esch sur la voie de 2022.
lieu. Et nous sommes des partenaires de cette opération annuelle. Et donc cette année notamment, on va avoir normalement un concert de musique sur notre scène de 18h à 21h. Pour l'instant, on n'a encore pas trop de détails là, ni comment ça va se passer. Et on aura sans doute 2 événements dans nos salles de réunion qui seront mises en situation d'une manière particulière. Et ça reste une surprise qu'il faudra venir découvrir le jour de la nuit de la culture. Enfin, la nuit de la culture. Für was steht SBL im Allgemeinen und was ist die Idee? Die ursprüngliche Idee von einer Jugendherberg war eigentlich, dass junge Leute, die kein Budget haben, auch eine Vakanz machen. Und dementsprechend hat sich der Reso aus Deutschland heraus entwickelt, durch ganz Welt, wo man über 4.000 Jugendherbergen weltweit tun. Wenn in die Logo guckt mit dem orange Kreis rundherum, das heißt, du hast den überall mit seiner Memberskarte noch zutritt. Das heißt also, dass die Jugendherbergen aus Lützeburg mit denen aus dem Ausland zusammenarbeiten? Ja, also wir sind eigentlich ein eigenständiger Club natürlich, wir sind eine SBL hier am Land. Wir sind aber föderiert und als internationale Jugendherberg zentral und das ist den Hostling International. Und du treffen wir uns auch regelmäßig für eine Chance zu haben, für zu gucken, was andere Länder machen, was wir machen und wie du kann Firo gehen, für das als Reso und als Marktempfang Hostling International weiter Begriff bei den Leuten ist. Ja, wir haben insgesamt hier am Land 9 Jugendherbergen. Erstaslo die neueste Jugendherberge, die seit knapp einem Jahr oben ist, also am Mega des Jahres. Und dann haben wir noch an der Stadt natürlich, das sozusagen als wichtigste Jugendherberge, weil die natürlich zentral leider, aber da immens viel Zulauf haben. Dann haben wir am Müllerdal 3 Jugendherbergen, das ist zuerst danach, wo wir eine Kloterwand dran haben. Wir haben zu BV eine Jugendherberge, so ein bisschen als Wander- und Familienjugendherberge, weil wir da einen Indoor-Spielplatz dran haben und einen Bowlingbahn. Und dann haben wir an der Fels nach einer Jugendherberge, die auch ganz flott und Wanderwehr leidet. Und da haben wir Bungalow, was da ein bisschen ein anderes Genre von Jugendherberge ist. Und dann gehen wir rüber in den Norden, da haben wir zu feiern, was auch natürlich ein Auto für Lützeburg ist, eine Jugendherberge direkt vis-à-vis vom Schloss. Da sind aber auch Projekte am Gang für eine neue Jugendherberge, da plündern wir da ein bisschen mehr rüber im Zentrum und das gibt ein ganz flottes Projekt, das nicht bis fertig ist, da freuen wir uns auch schon drauf. Wie so lange haben wir aber nach die aller Jugendherberge, da können die Leute natürlich auch gerne kommen. Und dann haben wir zu Löls im Stausee auch noch als Jugendherberge, die flott ist für Wassersport. Wir haben aber auch Gott sei Dank eine Schlechtwetteralternative, dass wir einen Indoor-Spielplatz auch da dran haben. Und dann nicht zu vergessen auf der Musel, also was ja auch nicht so weit weg von hier ist, zu Römerchen, wo man natürlich viele Sachen können am Dreiländereck anbieten.